Liebe Freunde, bevor das Video startet, möchte ich ein kleines Statement loswerden. Ich bin leider heute der langsamste von allen YouTubern. Das ist natürlich meinen Arbeitszeiten geschuldet. Das Video, das ihr gleich sehen wird, ist, sagen wir mal, einem kleinen Zeitdruck geschuldet. Wisst ihr, ich habe quasi Schichtdienst, ich habe wechselnde Arbeitszeiten. Auch wenn ich dauerfrüh mache, ist es trotzdem so, dass ich mal einen Tag später anfange, dann einen Tag wieder etwas früher. Heute zum Beispiel, gucken wir mal, wie viel Uhr wir haben. Es ist 17:27 Uhr, wo ich dieses Statement hier aufnehme. Es ist der nächste Tag. Das Video, das ich aufgenommen habe, war von gestern Abend. Aber ich hatte einfach nicht mehr die Zeit, irgendwas noch zu schneiden. Jetzt habe ich die Zeit dafür. Das Video kommt verspätet. Ich weiß, es wird kaum eine Sau gucken. Aber was willst du machen? Ich will eine gewisse Kontinuität auf diesem Kanal wahren. Und deswegen gibt es trotzdem ein Video, auch wenn es mittlerweile absolut unnötig ist. Aber nun ja. So ist nun mal leider mein Beruf. Ich hoffe, dass ihr das irgendwie verstehen könnt. Hier sind viele Neue auf dem Kanal, die nicht wissen, dass ich einen großen Struggle habe mit meinen Arbeitszeiten. Ich kann leider nicht so schnell sein wie die anderen, die jeden Tag irgendwie gleich anfangen, ob Schichtdienst oder nicht. Sie wissen immer, wann ihr Frühdienst beginnt. Sie wissen immer, wann ihr Spätdienst oder ihr Nachtdienst beginnt. Bei mir ist es zwar, ich weiß, wann es beginnt, aber immer zu verschiedenen Zeiten. Es verschiebt sich. Ich möchte natürlich ein bisschen Privatsphäre wahren und deswegen bisher wird niemand erfahren, öffentlich zumindest, was ich arbeite, aber die es bereits wissen, mit mir in Kontakt stehen, die haben davon Ahnung und die wissen ganz genau, warum das leider so ist. Und bevor jetzt jemand sagt, dann sucht ihr einen neuen Job, guckt einfach mal diesen Real Talk, den ich mal gemacht habe. Ich habe schon mal den Job gewechselt und habe dann herausgefunden, in dieser Branche bin ich halt am besten in dem, was ich tue. So viel dazu. Das Video möchte ich an der Stelle nochmal sagen, ich will mich nicht von den Aussagen großartig distanzieren, aber ich habe gestern vielleicht ein bisschen zu schnell die Kamera angeworfen und ich sehe das Ganze mittlerweile etwas nüchterner als das, was ihr gleich zu sehen bekommt. Vielleicht bin ich in einigen Dingen mit dem FC ein bisschen zu hart ins Gericht gegangen, aber ich dachte mir, bevor ich das Video nochmal komplett neu aufnehme, haue ich mal ein Statement zu Beginn raus, damit ihr Bescheid wisst, dass ich da vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen bin und ich will euch nicht länger aufhalten. Hier kommt meine Reaction auf unseren Auswärtssieg in Würzburg. Hallo, Moje, Jode Dach. Meine Fresse, war das knapp. Herzlich willkommen auf meinem kleinen bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, wir sind tatsächlich dann doch eine Runde weiter. Sehr knapp. Ich habe auch in meinem Umkreis schon des Öfteren gehört, ich glaube, wir kommen ganz knapp weiter. Also wir kommen trotzdem weiter und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, die erste Halbzeit, die hat mich das nicht glauben lassen. Ja, am heutigen Tag seht ihr die erste Reaction quasi in dieser Saison. Das war unser erstes Pflichtspiel. Und ich habe mir diesmal vorgenommen, nicht immer mir alles akribisch aufzuschreiben, denn auch ich will, genauso wie ihr, einfach nur Fußball gucken. Und dann picke ich mir gewisse Momente heraus, die mir in Erinnerung bleiben, die das Spiel dann für mich so in meiner Erinnerung geprägt haben. Das ist natürlich anders, wenn ich im Stadion war, wenn ich in der Kurve stand, weil in der Kurve mache ich ganz andere Dinge, als mich aufs Spiel großartig zu konzentrieren. Da muss ich natürlich hinterher mich durch einige Rezensionen zu den jeweiligen Spielen durchlesen, um mir da meine eigenen Notizen zu machen. Und teilweise, sei auch ganz offen, manche Folgen sind halt ein bisschen hier und da von mir geskriptet. Deswegen, das hier ist heute quasi eine Zusammenfassung aus meiner Perspektive, denn ganz ehrlich, ich befand mich mit meinem Daumen sehr nah am Ausknopf meiner Fernbedienung heute. Sehr, sehr oft. Das ist der Vorteil, wenn du die FC-Spiele im Fernsehen anguckst. Du kannst jederzeit entscheiden, mache ich aus oder mache ich nicht aus. Aber du willst ja bis zum Ende dranbleiben. Du willst bis zum Ende an diese Mannschaft glauben, weil der Rückstand war ja nicht so hoch. Viele sagen, die erste Viertelstunde lief gut. Das sagt der FC in seiner eigenen Zusammenfassung. Ich persönlich habe davon recht wenig gesehen. Ja, es gab so ein paar Momente, aber generell fand ich im Nachhinein, die erste Halbzeit war kompletter Rotz. Und den Rotz, den wir uns da zusammengespielt haben, das kann fatal sein in der Bundesliga. Das kann schon bereits am kommenden Wochenende gegen Hoppenheim komplett fatal sein. Wenn du so in der ersten Halbzeit spielst, dann fängst du dir 2 Tore mindestens. Vor allen Dingen, ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich habe hier immer gepredigt, Said Elmalah ist unser Superstar. Said Elmalah ist unser Schlüsselspieler, unsere Zukunft und so weiter und so fort. Aber das heißt noch lange nicht, Leute, dass ihr nur über links spielen sollt. Seid ihr eigentlich bescheuert oder was? Der Gegner hat das sofort gecheckt.
Die Würzburger haben das sofort gecheckt, wie sie uns verteidigen können, was sie machen müssen. Die haben die ganze Zeit Said Elmala geblockt. Sie wussten, was sie zu tun haben. Wir konnten sie in keinem Moment überraschen. Die rechte Seite wurde auch größtenteils von Jan Thielmann beackert. Ein Mann, der nach wie vor bei uns so spielt, zumindest in den letzten 3 Jahren, als ob er hier Probetraining hätte. Ich sehe nach wie vor keine richtige Reife, keinen Reifenprozess bei diesem Spieler. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sage jetzt nicht, wirft den aus dem Verein, verkauft ihn so schnell wie möglich, weil er ist ja immer noch ein spielender FC-Fan. Das möchte ich ihm wirklich zugute halten. Aber ich finde den Jungen einfach nicht gut. Er hat sich in den letzten 3 Jahren nicht gesteigert. Das letzte Mal, dass er wirklich mich beeindruckt hat, vergessen wir mal die paar Tore, die er zwischendurch mal geschossen hat, die wirklich geil aussahen. Das letzte Mal, wo er mich beeindruckt hat, das war gegen die Pillen. Und zwar bei denen im Stadion vor 3 Jahren, 2023. Da hat er das letzte Mal wirklich herausragend gespielt, meiner Meinung nach. Ja, wirklich dieses Cola-Tor von Würzburg, das hat mich einfach nur noch aufgeregt. Ey, weißt du, nach einer langen Flanke landet der Ball bei so ein bisschen auf den Köpfchen von Abrangao und landet natürlich direkt im Tor. Total schlecht verteidigt von uns. Wirklich schlecht verteidigt. Also keine Ahnung. So wie ich gesagt habe, fängst du in der ersten Halbzeit am Samstag schon die ersten 2 Tore. Und es geht hier gar nicht darum, irgendwie auf Krampf meckern zu wollen. Das darf man doch jetzt nicht als meine exklusive Meinung sehen, dass diese erste Halbzeit einfach fatal sein kann in anderen Spielen. Man muss dann warnen, man muss dann sagen, Leute, erkennt es doch, da lag kein Plan dahinter. Da war kein Plan vorhanden, kein ordentlicher zumindest. Da hast du dich wirklich gefragt, was haben die ganze Vorbereitung gemacht? Und da muss sogar ich als jemand, der immer sagt, Testspiele sind für mich nicht relevant, die finden nicht im Kanon der üblichen Spiele statt, das ist für mich ein anderes Universum. Da muss sogar ich sagen, ich glaube, ich sollte nächste Saison dann doch die Testspiele etwas mehr mir zu Gemüte fügen. Ich würde dann nicht jedes einzelne Testspiel bewerten, sondern einfach in der Gesamtheit. Wie lief die Vorbereitung insgesamt? Das soll jetzt aber nicht heißen, ey, der meckert nur. Ich will das jetzt nicht hören hier in den Kommentaren, beziehungsweise lesen. Will ich jetzt nicht lesen. Ich suche da nicht was zu meckern. Ich versuche die zu loben. Ich bin ein Typ, wenn du Scheiße baust, dann sage ich dir das. Aber wenn du es geil gemacht hast, dann sage ich dir das auch. Und die zweite Halbzeit war deutlich besser und auf der sollten wir aufbauen. Aber du musst ja 2 Halbzeiten eigentlich gut spielen. Vielleicht natürlich ein bisschen, sagen wir mal, einen Gang runterschalten in der zweiten Halbzeit, wenn du vorher geil gespielt hast, dann kannst du immer noch sagen, okay, für 2-0 oder 3-0 können wir jetzt mal einen Gang runterschalten oder sowas. Sollte man eigentlich nicht, aber es war ja hier nicht angebracht. Ab der zweiten Halbzeit verlagerte sich das Spiel etwas weniger meiner Meinung nach auf die linke Seite. Auch die ganzen Auswechslungen, die dann auch noch im Laufe des Spiels stattfanden, waren für mich entscheidend. Und ich will auch auf gar keinen Fall diese Mannschaft nochmal in derselben Konstellation sehen. Aber kommen wir nochmal zum Ausgleich. Nach einem Einwurf von eben Said Elmala gelingt dann Ishak Johannesson ein Cola-Tor. Natürlich muss man auch die Souveränität besitzen, dieses Cola-Tor überhaupt zu erzielen. Es war knapp davor, dass Ragnar Ache ihn erzielt, aber richtig hingehalten. Sich richtig positioniert für dieses nette kleine Cola-Tor. Ja, Johannesson, da muss man ja sagen, spult mal den Film ein Jahr zurück. Regensburg, ich glaube, das ist unser kleiner Pokalheld. Darf er gerne in der Bundesliga weiter so fortsetzen, aber zumindest im DFB-Pokal würde ich immer von Anfang an aufstellen. Falls Ishak Johannesson es nicht schafft, sich einen Stammplatz in der Bundesliga zu erspielen, ja, dann gerne im DFB-Pokal. Weil in der 77. Spielminute wieder Ishak Johannesson. Nach einer Vorlage des zuvor eingewechselten Linton Meiner. Offiziell eingewechselt für Ragnar Ache. Laut Spielbericht offiziell für ihn eingewechselt. Aber naja, er hat halt die Position von Jan Thielmann übernommen. Und ja, Vorlage Linton Meiner. Und dann verwandelt Ishak Johannesson den Ball Volley im Kasten der Würzburger. Zwischendurch haben wir auch nochmal Theis Dallinger rein. Hatte eine nette Chance, aber leider ist sie übers Tor gegangen. Und die Reporter zumindest, die Kommentatoren, ich muss auch sagen, ich habe ohne Brille geguckt. Ich habe mich da schön hingechillt auf die Couch und habe die Brille einfach beiseite gelassen, weil wenn ich mich da so hinchille, dann stört die manchmal. Die Kommentatoren sagen zumindest, Skiris Einwechslung hätte auch gewisse Impulse gesetzt. Also, wenn das stimmt, ich weiß ja nicht, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, dann könnte das schon mal eine gute Verpflichtung gewesen sein. Was sich bisher nicht als gute Verpflichtung entpuppt hat, ist Gideon Mensah. Ich fand die Partie von ihm sehr, sehr schwach, bis auf 1, 2 Szenen. Also, nun ja, entweder ist der Junge noch nicht fit genug oder wir haben uns zu viel von ihm versprochen und die 14 wird dann im Nachhinein eine Bürde für ihn sein. Also, naja, hat mir gar nicht gefallen. Da bin
ich sogar dafür, dass man vielleicht nochmal sich auf der linken Seite umguckt. Auf dem Transfermarkt hat noch bis 1. September offen. Es gab dann nochmal in der 90. Spielminute +2 eine weitere Chance von Bonga. Das ist übrigens der Bruder von Isaac Bonga. Basketball-Nationalspieler, Welt- und Europameister, hat übrigens auch bis vor kurzem für Partizan Belgrad gespielt. Wollte ich nochmal an der Stelle anmerken. Ja, der trifft zum Glück die Latte. Das war aber sehr, sehr knapp. Ja, was nehme ich aus diesem Spiel mit? Gott sei Dank sind wir weiter. Ey, das ist natürlich das Wichtigste an der Stelle. Manchmal musst du auch einfach nur Glück haben. Aber ich sage ja immer, du sollst dich nicht auf dein Glück verlassen. Das ist ja dann halt kein richtiger Fußball. Deswegen musst du an deinen Fehlern arbeiten. Und deswegen, ich war kurz davor, auf meine Fehlerliste Ausscheiden im DFB-Pokal aufzuschreiben. Meine Fehlerliste für René Wagner. Jetzt sage ich an der Stelle, spiel nicht immer über links. Also klar, du musst natürlich einem Spieler wie Said El-Mada den Ball geben. Aber da muss auf jeden Fall auch was von rechts kommen. Weil sonst weiß der Gegner, welche Seite er zuzustellen hat. Und dann stehen sie da wie bestellt und nicht abgeholt auf der rechten Seite. Naja, wenn er vielleicht jetzt Mikey Moore zu uns wechseln sollte, der soll ja für die rechte Seite zuständig sein, zumindest für ein Jahr. Ähnlich wie auch Jakub Kaminski. Wir haben ihn heute sehr vermisst, aber was willst du machen? Der spielt jetzt in Lissabon. Aber immerhin haben wir dafür Kohle bekommen, die einen El-Mala-Transfer oder einen schnellen El-Mala-Transfer auch noch mit verhindert hat. Naja, was willst du machen? Was willst du machen? Aber du musst mehr über rechts spielen. Da bin ich wirklich jetzt mal froh, und das sage ich jetzt mal lobend, wirklich lobend, dass wir immer noch einen Linton Meiner haben. Ja, ich weiß, dass er verletzt ist. Ich habe es mittlerweile auch mitbekommen. Wirklich, heute war ich richtig froh darüber. Der trifft zwar nicht immer, aber auf seine Vorlagen kann man sich öfter mal verlassen. Da bin ich wirklich froh, dass wir ihn nach wie vor in der Mannschaft haben. Deswegen, ja, das war kein gutes Spiel. Das war Rotz, was wir hier teilweise gespielt haben. Nichtsdestotrotz, wir sind weiter. Das ist wichtig. Mal gucken, wen wir da in der nächsten Pokalrunde zugelost bekommen. Ich hoffe dann doch weiterhin, dass es offiziell schwächere Gegner sind. Das hier war jetzt auch offiziell ein schwächerer Gegner. Man muss auch sagen, wirklich starke Leistung von Würzburg. Muss ich an der Stelle auch mal wirklich loben. Ich meine, Leute, die sind nicht einfach nur Drittligist, die sind frisch gebackener Drittligist. Die sind gerade eben erst aufgestiegen. Deswegen, das muss man wirklich loben. Der Präsident, das habe ich gar nicht gewusst vorher, ist ja übrigens auch FC-Fan. Ja, keine Ahnung, ob er sich heute freut. Ich denke mal eher nicht. Da geht ja die Arbeit wohl eher vor, aber ich sag mal so, die Erleichterung überwiegt den Stolz, weil Stolz möchte ich hier nicht verbreiten, auf gar keinen Fall, weil das wäre hochmütig. Und nein, tut mir leid, das entspricht nicht meinem Gemüt. Deswegen, der FC muss hier eine deutliche Schippe drauflegen am Samstag. Muss. Wie gesagt, wir haben das gewünschte Ergebnis erreicht, damit dürfen wir am Ende des Tages zufrieden sein, aber unsere Alarmglocken, die müssen langsam schrillen. Jetzt schon. Nicht erst nach 3, 4, 5 Spielen, wenn wir dann schon irgendwie wieder unten drin stecken. Das darf nicht passieren. Deswegen muss da akribisch an den Fehlern gearbeitet werden. Sofort. Gut, dann sehen wir uns bald wieder. Keine Ahnung, ob wir uns zum nächsten Matchday-Talk sehen oder eher mehr zu einer Transferverkündigung. Jetzt ist gerade alles möglich in den kommenden Tagen. Wie gesagt, das war jetzt mal so eine etwas ungefiltertere Reaction, eine etwas weniger vorbereitete Reaction. Morgen kommen wahrscheinlich noch die ganzen Noten von den jeweiligen Sportportalen raus für die einzelnen Spieler. Es wird wahrscheinlich alles etwas akribischer in der Presse stehen. Das hier ist ungefiltert, wenige Minuten nach Spielende. Allerdings das Video kann ich erst morgen nach der Arbeit schneiden. Deswegen seht ihr das hier erst am Abend darauf. Kleiner Blick hinter die Kulissen. Ich schaff's heute nicht mehr zu schneiden, sage ich ganz ehrlich. Das wär's dann erstmal, liebe Freunde. Wir sind weiter, aber haben in der ersten Halbzeit Rotz gespielt. Das nehmen wir leider aus diesem Spiel mit. Und zum Glück haben wir Johannesson und Linton Meiner. Und ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ich sag mal an der Stelle, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns noch wiedersehen. Unser kosmischer Held, der gute Kosmos, das Beste der Welt. Trikots total, zusammen bis sie alt.